Was ist der Unterschied zwischen den 2 ersten Kapiteln am Buch Genesis an der Lehre von Moses und den anderen 185 Kapiteln an der Lehre von Moses? An den 2 ersten Kapiteln beschreibt es Gott die perfekte Welt und die perfekte Mensch, den hier erschaffen wird. Mit danach, an Genesis 3, könnt Sinn spielen und Konsequenzen von der Sinn, also unter anderem den Tod. An die nächsten 185 Kapiteln lesen wir dann, wie Gott sozusagen den Mensch Ratschläge, wie man der Sinn soll eins gehen, aber die Lösung ist, für aus der Sinn an die Konsequenzen von der Sinn, dem Tod und so weiter herauszukommen. Und auch der ganze Rest von der Bibel beschreibt es das, bis man am Neuen Testament kommt, und da ganz am Schluss am Neuen Testament, in den letzten 2 Kapiteln der Offenbarung, da sind wir näher an einer perfekten Welt und der Ewigkeit. Das heißt, die Bibel besteht aus 4 Kapiteln an einer perfekten Welt, 2 am Anfang, bei der Schaffung von dieser Welt, an der wir leben. Da kommt Sinn und Spiel ab Genesis 3. Und der Rest von der Bibel behandelt dann, wie Gott dem Mensch eine Lösung schenkt, für mit der Sinn eins zu gehen. Und in den letzten 2 Kapiteln vom Neuen Testament sehen wir dann, wie wir am Schluss die gläubig werden, die an einer neuen, perfekten Welt ohne Sinn und ohne Tod leben.